Hallo und herzlich willkommen zu Kitschwitsch Apero Time, dem Podcast, der nicht schon einschalten. Nein, sage ich. Ja, es ist ein neuer Podcast entstanden. Es ist eine Corona-Bier-Idee und wir fangen einfach wirklich völlig unvorbereitet, nicht ganz völlig unvorbereitet, aber recht unvorbereitet an. Ja, ich bin Kitschwitsch, Denise, die auf Instagram und YouTube und Facebook schon recht präsent ist. Nicht unbedingt erfolgreich, aber recht präsent. Und die mir folgen und mich kennen, die wissen, dass ich der Herr Häsler, also mein Ehemann, daheim habe, der mit mir die ganze Geschichte aufbaut und auch ein Teil ist von diesem wirklich interaktiven, super Podcast. Jetzt wissen alle, dass du einen Mann hast. 50% Mannenpublikum gehen. Ja, wenn sie mich sehen, sind sie froh, dass ich jemanden bekommen habe. Von dem her habe ich keinen Stress. Das, ja. Also ich bin recht froh, dass ich die bekommen. Also so von wegen nicht vorbereitet, ich finde, es sieht hier recht professionell aus. Ja, aber es ist einfach, weil du wahnsinnig gute Sachen kannst bestellen kannst. Ja, Und es echt darum geht, irgendwie ein geiles Projekt anzureisen, der ist echt, der Stefan heisst er übrigens, und ich sage ihm Häsli, darum heisst er auch irgendwie Herr Häsler. Wir können noch enger auf das Thema eingehen, aber wir tun jetzt da wirklich nicht gross erklären, wer wir sind, weil ich gehe davon aus, dass die erste Folge werden hören, uns schon kennen. Ja, ich werde doch gleich auf das Ziel von diesem Podcast heute eingehen. Also es geht eigentlich Scheiße, haben wir das besprochen, was das Ziel ist? Nein, eben, ich habe natürlich schon Vorstellungen. Aha, irgendwie. Ich wollte Sachen bestellen. Ja, du hast auch Sachen bestellen und eben, es war eine Idee gewesen, und ich will wir wollen mit diesem Podcast eigentlich nichts erzielen. Wir haben wahnsinnig gute Gespräche und wir finden, wir können das einfach auch mal aufnehmen, um uns einfach näher das anzutun, uns zu reflektieren und uns vielleicht auch einfach auch zu verbessern. Aber nein, wir tun wahnsinnig viel und wahnsinnig gerne diskutieren. Und das Ziel ist eigentlich, dass wir in den Podcast-Folgen im Moment, das kann immer wieder ändern, ich bin nicht unbedingt jemand, der sich an ein steifes Konstrukt hält. Haha, ja, steif gesagt! Und ja, wir werden einfach Themen nehmen, die besprechen. Und wenn wir merken, dass es ausartet und wir auch nicht immer gleicher Meinung sind, einfach abbrechen. Also es ist so ein bisschen das und ja, so ein bisschen Gespräche unter Eheleuten. Und übrigens, falls ihr auch mal irgendwie findet, ja, ihr möchtet gerne irgendwie, dass wir ein Thema besprechen, dann dürften wir gerne unter Kitschwitsch auf Instagram oder Facebook oder wie auch immer dir zu mir gelangt, eine Nachricht schreiben und sagen, hey, besprecht doch mal das. Und dann besprechen wir das einfach. Und das ist eigentlich schon alles. Es dient zu Unterhaltungszwecken. Und jetzt kommt einfach noch ein Sicherheitshinweis von meiner Seite. Es könnte politisch unkorrekt werden. Es werden Fluchwörter fallen. Das ist extrem wichtig. Also wenn das eure Kinder hören, das ist im Fall selber die Schuld. Das sind Arschloch und Titten sagen. Das ist mir egal. Es ist mein Privatleben, es ist das, was ich gerne mache. Und wenn ich rede, dann tue ich nicht viel denken. Das ist ja so. Ich bin ein halber Zürcher, muss man wissen, und ich darf das. Ja, schon die Idee bei einem Podcast, dass man nicht schneiden. Was Ja. in den Videos etwa die mal passiert, dass man vielleicht irgendwo einen Rülpser extra schneidet und einen neuen anders wieder einbaut, das, ja. Da muss ich einen Schluck Bier nehmen, dass ich dann vielleicht noch gorbsen kann. Nein, es kann politisch inkorrekt sein. Es kann auch manchmal falsche Aussagen fallen. Aber es sind halt einfach mehr, wie wir halt sind. Und die uns kennen oder schon kennen, die wissen, wie wir sind. Und die nicht alles auf die, wie sagt man, bare Münzen legen. Münzen auf die Bare legen. Ich bin nicht so gut bei der Erwähnung. Ja, und Deutsch kann ich übrigens auch nicht. Und ja, deutlich einfach, ihr könnt ja prophylaktisch ein Stafalgan fressen. Das ist ein Kopfwehmittel. Jetzt habe ich schon einen Name gedroppt. Das ist eigentlich verdammt krass. Also, aha. Aber Marke, also ja, das beinhaltet. Ich glaube, das muss man auch als Disclaimer. Innen braucht man auch gleich so ein scheiß Intro. Also gut, das ist natürlich jetzt eine Art des Intro, aber das machen wir nicht jedes Mal, weil das willst du nicht jedes Mal hören. Aber es ist natürlich schon so eine Art wie ein Disclaimer, wo du sagst, ja, wir sind im Fall einfach mit euch jetzt am Reden, nur dass wir euch nicht hören. Und nicht sehen. Ja, und nicht sehen. Und okay, das ist noch ein bisschen speziell, gut, wir sehen immerhin einander. Aber wenn du am Abend irgendwie zusammenhockst und irgendwie ein Apero nimmst, und darum heisst es so Apero-Time,
könnte sich das Gespräch auch entwickeln. Und dann reden wir über Markennamen, wir reden über offene Sachen, wir reden über... Eben, es ist vielleicht wirklich nicht irgendwie für die 8-Jährigen unter uns, denke ich. Das ist einfach für Erwachsene. Also Wo für hört man- Erwachsene. Wo hört man einen Podcast? Einfach für jeden, der das Gefühl hat, er könnte es hören. Weil ein 8-Jähriger kann ja selber entscheiden, ob er... Nein, kann er nicht. Ich weiss es Wir nicht. haben keine Ahnung von 8-Jährigen, wenn wir ehrlich sind. Ja, wir sind nicht so kinderapproved. Genau. Aber Aber wo ich hört muss- man eigentlich einen Podcast? Ich höre Podcasts überall, im Karren, auf der Scheisse, während dem Putzen. Das gibt überall. Also, dann kann ich höre nicht so viele Podcasts. Und wenn dann über Fotografie oder Filmthemen, dann scheisst es mir immer an, dass ich es nicht sehe. Und darum einfach so einen kleinen Teaser. Wir haben eine GoPro am Laufen. Ich sehe da oben gerade blinken. Ich will nicht wissen, ob das jemand sehen will. Aber wenn jemand wirklich noch schauen will, wie das aussieht, dann ist das auch eigentlich auf YouTube dann mit Videostream. Ja. Aber ich glaube, du musst das nicht schauen. Das ist anstrengend. Das Ja, ist das irgendwie eine halbe ist Stunde lang wir zwei auf dem Sofa ein Bier trinken. Ja. Darum hätte ich gesagt, wir holen mal ein Thema vor. Ich merke, du bist viel... Du machst es viel besser, ich sage noch viel zu oft Das tut mir Ich habe leid. keine Ahnung, im Fall, ich muss es dann selber hören, dass ich... Weil ich habe das Problem, gell? Und also. Ja, du füllst Sätze mit dem. Das ist im Fall wirklich noch creepy. Also jeder, der denkt, ja nein, jetzt machen die hier auch noch einen Podcast und so. Das Ist es noch... scheissegal? Also mir ist... Ja, nein, sorry, ist mir Ich scheissegal. habe vorhin den Stefan Raab, der so einen Knopfleiste hat und mir «Scheissegal!» Ja, nein, ist mir Wir müssen noch ein scheissegal. bisschen den Pegel Die- austesten vom Ja, Aufnahmegerät. Ich teste mit Pegel Nicht die momentan. Pegel. Aha. Also. Genau. So, wir haben Themen aufgeschrieben. Ihr habt Themen eingeschickt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es ein eigenes Thema ist oder ob wir eins, das wir eingeschickt haben. Mit welchem fangen wir an? Frau Kitschwitsch. Ja. Nimm einfach eins von diesen paar, die wir hier notiert. Ja, Ja. wir haben tatsächlich im Wo Fall... haben wir es notiert? Ja, das glaube ich im Jetzt WhatsApp. hör auf, stressen. Hier! Ja, wir Warte jetzt echt jetzt. nichts reden, das ist sauer langweilig. Die sollen ihre Fresse haben. Die müssen jetzt halt warten, bis ich das Zeug für geholt habe. Oh, also wir fangen mit einem Ich bin Thema an, wirklich extrem seicht. Rückwärts einparkieren. gespannt. Rückwärts einparkieren. Wir klären heute die Autosituation klären für die es tatsächlich noch nicht kennen. Ja, wir du darfst, haben das sehr- ist dein Ding. Wir haben sehr schizophrene Autos daheim. Und zwar fährt Janis ein Fiat 500 Münzgrün mit einer riesen Bühne auf der rechten Seite, die man nicht sieht, weil sie ihn immer so herstellt, dass man nur die linke Seite sieht. Das ist überhaupt nicht relevant. Das möchte ich Okay. einfach hier gesagt haben. Okay. Es ist nicht relevant. Okay. Und wir haben zusätzlich auch noch für längere Fahrten oder einfach, weil wir es geil finden, haben wir so einen Tesla. Und die zwei Autos im rückwärts einparkieren sehr unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel der immer rückwärts Einparkierer, weil so ein grosses Auto und ja, wir sind wirklich mal nach, glaube ich, einer Flasche Rotwein mit einem, wie sagt man dem, Zollstock, Mass, Meter. Mein Grossbär hat immer gesagt, gib mal den Meter. Einfach das Ding, das Ja, kannst der ausklappen. Meter, das, was der Meter. hure Schreiner am Stüssel hat. Immer. Genau, das ist, glaube ich, ein Zollstock. Wir sind mal am Abend um 10 Uhr nach einer Flasche Rotwein auf den Parkplatz, weil Dennis nicht geglaubt, dass das Auto 5,20 Meter Ich möchte hier gerne jetzt einfach kurz eine Frage stellen. Für alle die gerne in die Body gehen. Habt ihr, also ich bin ja wirklich, ich bin dort auch schon ab dem 10 Meter gegangen. Also ich bin wirklich, hey, ich kann das, gell? Also jetzt könnte ich es auch nicht mehr, jetzt habe ich schon Mühe ab dem 3 Meter, aber hey, ich bin ab dem 5 Meter gegangen im Wielerbad in Bern. Und das ist verdammt normal. Hure hoch. Das ist riesig, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist Also riesig. ich muss vielleicht auch heute gestehen, wo wir diesen Vergleich haben gemacht haben, wir sind dann auch auf dem Sofa gehockt und haben zusammen diskutiert. Und wir haben gar nicht... getrunken. Ja. Haben wir vorhin schon erwähnt. Ah, scheiße, sorry. Wir sind irgendwie dazu gekommen, das zu vergleichen mit einem Sprungbrett 5 Meter, dass ein Auto 5 Meter lang ist. Und wir haben uns dann vorgestellt, ich glaube sogar noch Photoshop vorgenommen und habe eigentlich dann den Tesla so unter das Sprungbrett da. Und das hat sogar für mich irgendwie unwirklich ausgesehen, dass der so lang ist, wie es raufgeht bis zum Sprungbrett. Aber, mal davon abgesehen, wir haben das so verglichen, sind wir dann wirklich gemessen. Er ist, glaube ich, 5,15 Meter oder was weiß ich. Genau. Und darum parkiere ich das Auto gerne rückwärts. Und ich habe schliesslich eine Kamera und Piepser und weiss der Gucker nicht was alles. Und du hast einen Fiat und der hast keine Ahnung, wie lang ist ein Fiat? Ein Fiat 500. Ich hätte jetzt 20 gesagt, Zentimeter. 20 Zentimeter. Meter.
2 Meter. Ja, im Fall absolut keine Ahnung, aber ich finde, Aber er piepst, immerhin. er piepst. Bringt dir aber nichts, wenn du gleich weiterfährst, habe ich festgestellt. Also wir kommen dazu, wie parkierst du rückwärts? Also ich parkiere... Vorwärts. Ich parkiere... Nein, ich muss dazu sagen, ich bin nicht wahnsinnig ein sehr guter Autofahrer, weil meine Passion zu Autos auch wirklich sehr, sehr minimal vorhanden ist. Also ich suche ein Auto aus wie ein Game-Charakter, wer sieht am schönsten aus, und den nehme ich. Und Ja, das ist nicht nur bei dir so. Weiss doch nicht. Also ich bin halt einfach, mir ist das scheissegal, was ein Auto kann. Ich will einfach, dass es fährt und einfach herzig und schön ist. Und ein bisschen zu mir passt. Aber Okay. alles andere ist mir scheissegal. 6 PS, 6, das spielt mir keine Rolle. Ich habe einfach Freude an meinem Auto, weil es einfach münzgrün ist. Das ist der einzige Reason why. Okay. Kommen wir dazu. Du bist irgendwie in einem Laden, ohne eine Marke zu nennen. Und dann hast du so 3 Parkplätze in der Nähe von Eingangstüren und du willst 3 Säcke Herd, die in deinen Kofferraum reinpasst, holen. Und bei diesen 3 musst du jetzt eigentlich vorwärts parkieren. Keine Logik. Und jetzt hast du aber einen ganz am Schluss vom Parkplatz und dann musst Hör auf! du rückwärts parkieren. Welchen Parkplatz nimmst du? Ich weiss doch nicht. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Es macht verdammt keinen Sinn, dass du so lässt, im Fall. Ich merke es gut. Ich wollte jetzt eigentlich in eine bedrängende Situation tun, wo du rückwärts parkieren Es gibt absolut keine bedrängende Situation, wo man rückwärts parkieren muss. Es gibt bedrängende Situationen, nur wenn man seitwärts einparkieren muss. Und dann warte ich einfach, bis irgendwie ein Parkplatz kommt, wo ich parkieren kann. Wenn es die Bushaltestelle ist. Nein, natürlich nicht. Aber ich bin wahnsinnig ein schlechter Autofahrer. Ist effektiv so. Und rückwärts einparkieren ist gar nicht mein Ding. Und ich mache es auch nicht mit dem Tesla. Und der Tesla könnte es, glaube ich, selber. Hätte ich jetzt behauptet. Ich traue dem Ganzen einfach nicht, weil für das habe ich echt schöne Felgen. Weißt du, das sagt auch ein Tesla-Fahrer. Ja, er kann es selber, aber ja, das... warum machst du es denn nicht, wenn es das saure Gadget hat? Das verstehe ich nicht. Ich fahre in Aber der Regel rückwärts rein, ich kann das erklären. Die meisten... Also gut, es gibt ja irgendwelche Gerüchte, ich kann nicht parkieren, aber meistens, wenn ich nicht gerade in einem Parkfeld stehe... Bist du echt zu faul gewesen, durchgespasst? Nein, dann hat es eine Überlegung von meiner Seite. Und zwar schaue ich meistens, wo ist die Beifahrertür von meinem über. Und was ist es für eine Beifahrertür? Ja, ich muss immer ja, was ist es für eine Beifahrertür? Ist zum Beispiel sehe ich 2 Kindersitzchen ohne Schiebetür und dann parkiere ich sehr anders. Ja, aber grundsätzlich fahre ich immer Beifahrer an Beifahrer. Das macht schon Sinn. Ja. Weil, wenn du Beifahrer an Beifahrer parkierst, das würde in diesem Fall bedeuten, dass der andere vorwärts parkiert. Egal. Jedenfalls, wenn du Beifahrer an Beifahrer parkierst, dann kann immerhin der Fahrer auf der anderen Seite einsteigen und rausfahren, um die anderen einsteigen. Und genau diese Überlegung mache ich eigentlich. Ich fahre immer sehr nahe Beifahrer an Beifahrer. Und meistens ist das halt echt rückwärts. Frag mich nicht warum. Ja, ist löblich, weil es machen viele nicht. Und ich bin schon ein paar Mal auf der Beifahrerseite eingestiegen, für das ich in meinem Fiat 500, was mir wirklich der Steuerknopf fast in den Arsch hineingerammt hat, konnte überroppen, für das ich ja nicht das andere Auto beschädigen. Eben, siehst du, das hättest du bei mir jetzt nie. Und jetzt wenn wir ins Hurti das Bild... Das ist noch ein spezieller Podcast, weil du kannst das gar nicht zeigen. Also, ihr habt euer Auto und ihr fahrt ja links. Und jetzt fahrt ihr irgendwo im Westside rein und es geht halt gäbig, weil es ist alles frei, ihr kommt am Morgen mit der Haube gegen vorne. Dann ist eure Fahrertür links und euer Beifahrer rechts. Du musst echt an die Pfosten. Das ist auch eine Option. Aber wenn jetzt nebendran komme, der Tesla ist auch irgendwie 2 Meter breit, dann wenn ich neben dir reinfahre... Das sollte ich nicht wenn wir es dann messen. Nein. Wenn ich dort reinfahre, dann können wir beide nicht gut aussteigen. Und darum, wenn ich mein Auto drehe, und die meisten Leute parkieren halt vorwärts rein, wenn ich mein Auto drehe, dann kann ich sehr nahe an deine Beifahrerseite. Und dann ist dort, hier kannst du nicht mehr einsteigen, aber wir Fahrer können ein- und aussteigen und das Auto vorstellen. Und das ist im Fall meistens meine Überlegung, die ich mache. Ich studiere wirklich so weit. Aber das ist schon das Thema, ich mache wirklich nie über 30'000 Kilometer im Jahr. Und du lernst echt dann automatisch, dass du für die anderen Leute musst studieren. Ja, darum habe ich wahrscheinlich ein kleines Auto, weil ich einfach nicht mal für die anderen Leute studiere. Gut, ich muss natürlich auch sagen, ich brauche mein Auto
definitiv anders als du. Also, wenn ich es überhaupt mal brauche, in der aktuellen Zeit brauche ich es definitiv sehr, sehr wenig. Wenn ich es brauche, dann gehe ich von hier ins Geschäft. Und dort habe ich meinen eigenen Parkplatz, neben einem Pfosten, by the way. Und fahre wieder heim. Und das ist alles. Vielleicht noch ins Coop, vielleicht mal zum Grossi und that's it. Und rückwärts einparkieren, das ist für mich so, ich brauche das nicht. Das braucht kein Mensch für Ja, das mich. stimmt. Aber du ja. Also du wenn du mal im natürlich City West bist gesehen, ja, bin ich. dann verstehst du... Ja, also nein, nicht wenn du mal Nein, im im Rathaus. City West bist gesehen, sondern wenn du regelmässig im City West musst parkieren, weil ich halt um das Parking um einen Kunden habe, dann gehe ich regelmässig rein und ich gehe nicht irgendwie laden oder so, weil diese Plätze kannst du fast nicht nehmen. Aber bei allen anderen musst du halt echt wirklich irgendwie schauen, wie es geht, weil ich meine, ich parkiere auch immer sehr gerne beim Eingang. Und Dennis nervt sich teilweise hure ab. Also beim Eingang, wenn er kommt, ganz ehrlich. Wenn du könntest, würdest du im Fall bei der Tomate rechts im Coop oder im Mikro oder weiss nicht wo parkieren. Ja. So, ja, sorry, es war gerade offen, die Türen. So Ja. nervig, das hasse ich. Die Türen wären ja offen. Egal, jedenfalls. Nein, es ist nicht dort innen egal. ist so eng und dort drinnen kann ich das nicht machen. Dort muss ich wirklich froh sein, dass ich nicht mehr parkieren kann. Und die Parkfelder die sind, glaube ich, wirklich 1,90 Meter. Also ich stehe wirklich mit beiden Raden an die äußere Linie. Ja, und du musst auch nicht rennen. Nein. Ja. Ich habe ja selber entschieden, dass ich so ein grosses Ja, Auto also. will. Und dann muss man damit schlagen. Aber ich komme damit schlagen, ich kann rückwärts rein parkieren. Ich nicht. Also ich könnte schon, aber ich will mir auch keine Mühe geben. Ich will einfach reinfahren, parkieren, fick dich, tschüss. Ich habe völlig ein anderes Beziehungsverhältnis zu meinem Auto als du. Mein Auto ist eine verdammte Müllhalde. Ja, das müssen wir wirklich fast mal sehen. Aber das bringt uns ja eigentlich so zum Abschluss für das nächste Thema, oder? Also, ich muss heute auf mein Mobile Phone schauen. Moment, sorry. Also ich finde es wirklich widerlich, dass wir jetzt 20 Minuten haben über das Parkieren Wir sind geredet. einfach blöde Huren-Leere-Siechen. Also wenn du jetzt abgeschaltet hast, dann Dann gehört es nicht mehr. dann gehört es nicht mehr, das tut mir ja nicht. Ich weiss nicht, ob wir das Thema so aber dann könnte es hitzig werden. Es könnte hitzig werden! Du musst nicht immer übertreiben. Also, wir nehmen jetzt das Thema Piercing. Hure gut. Nein, wir nehmen das andere Thema. Weil beim Thema Piercing könnte es sein, dass es eskaliert. Ich nehme jetzt das Thema Gas- oder Holzkohlegrill. Weil auch dort gibt es Reibungspunkte bei uns. Es ist ja so. Warum darfst du echt du entscheiden, welche Themen wir nehmen? Ja, ich habe das Handy und du haltest die Schnurren. Also es ist ja so. Ich muss heute ein bisschen vorgreifen, dass man bei mir versteht, warum dass ich manchmal ein bisschen Mühe habe mit Holzkohlen. Ich bin ein pfadi-jungsche Kind. Das heisst, ich war in Lager. Ich war in einem Sola, ich war in einem Pfila. Kannst du ein bisschen weniger Abkürzungen bringen? Wir haben vielleicht Zuhörer, Ja, die keine Ahnung haben, was das Sommerlager, ist. Pfingstlager. Ich war in vielen Lagern als Kind. Und dort hat man Das ist ein Zelt... Sektenzeug. Jetzt halt die Schnurren. Dort hat man gezeltelt und dann hat man einfach immer einfach Feuer gemacht und so. Und dann bist du irgendwie 3 Tage lang einbalsamiert worden mit dem Rauch von dem Feuer, was ja mega schön ist. Aber ich sage euch, es stinkt aus allen Poren von dem Rauch und ich habe mega, mega Mühe, wenn es einfach irgendwo nach Feuer stinkt. Und jetzt beim Holzkohlegrill ist echt das Problem, wenn man das, ich will nicht sagen, nicht im Griff hat, aber wenn es einfach pöttet, wo irgendwann wieder einen Schnellschuss macht und ich zeige jetzt auf niemanden in diesem Raum, dann pöttet dann einfach die ganze Wohnung nach dem Scheiß, das ganze Quartier pöttet nach dem Scheiß und dann werde ich so ein bisschen aggressiv. Aggressiv werde ich. Weil ich finde, das ist so ein grusiger Geruch und irgendjemand versteht es einfach nicht. Und darum bin ich manchmal schon so ein bisschen pro Gasgrill. Nicht nur. Ich finde natürlich, das Fleisch von einem Holzkohlegrill ist wirklich hure sexy. Es ist geil, mit Feuer zu arbeiten. Es ist ein Event. Es ist brachial. Aber einfach das verdammte Anführen, das geht mir auf den Sack. Und Also, ich will du doch gerne keine... einen Gasgrill anführen. Ja, das ist einfach anlassen drücken. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Ja, ich kann ja nicht, weil du gerne vorpreschen. Aber ich könnte es schon. Nein. Vorpreschen? Vorpreschen? Nein, also ich könnte es ja schon. Aber du bist natürlich einfach unser Grillmaster auf Disaster.
Ja, das Thema ist halt einfach auch, dass bei einem Gasgrill einfach irgendwie wirklich mindestens ein 2'500 frankiges Modell braucht. Haben Wo wir auch einfach nicht. mehr als 350 Grad macht. Und ja, korrekt, haben wir auch nicht, weil der Holzkohlegrill so viel kostet. Ja, Nein, aber einfach, du brauchst bei einem Gasgrill einfach wirklich, ja eben ohne Marke zu nennen, du bringst auch drauf geschissen, du bringst halt einfach ein hure Campinggas nicht auf 350 Grad. ja, musst du es Und, können ja, für ein wenn du Hure- Nein, für ein Plätzchen. aber wenn jetzt du uns folgst und jetzt siehst, okay, die fressen im Fall wirklich auch mal einen Second Cut, wo einfach wirklich scharf musst anbraten. Oder du gönnst dir mal ein richtig geiles Goteböff oder so. Gehst irgendwie dorthin, wo wir ja dauernd etwas sagen, wo wir unser Zeug her haben und du willst es so mal machen und du hast einen verdammten Huren Campinggas daheim. Und ich meine, weißt, ich bin fair. Du hast vielleicht nicht so eine grosse Terrasse oder du hast vielleicht einen Balkon oder du bist echt nicht so Grillfan. Und dann hast du dir halt einfach mal im Coop, Bau und Hobby, M-Park, keine Ahnung, einen huren Campinggas für 250 Steine gönnt, der für dich selber ein geiler Grill ist. Und die sind ja auch okay. Aber die mögen halt einfach, wenn es hinten am Rand herleist, dort hier, wo es am besten hilmig ist, dort, wo kein Wind herkommt, 250 Grad. Ja, Und dann wird das Fleisch, du gerne Krusten hast und so, das bringst du dort nicht her. ja, aber ich finde einfach, oder du musst einfach auch können unterscheiden zwischen Griller und Griller. Ja? Wenn du natürlich so ein hoher Sommergriller bist und vielleicht, ja, es gibt oft extrem viele Leute, die nicht so viel Fleisch zubereiten wie wir, weil sie es einfach auch nicht so gut können, weil sie sich nicht dran wagen. Ja, Und oder weil sie nicht so viel Fleisch essen. Oder weil sie einfach nicht so, ja, das gibt's Und wenn natürlich, auch. wenn du ein Gemüsegriller bist, der ab und zu mal... Weil das beliebteste Fleischstück in der Schweiz, wenn man das so darf sagen, ist, glaube ich, die Wurst. Also Echt? Nein, ja, natürlich nicht das Fleischstück. Ich meine, das beliebteste Grillgut in der Schweiz ist die Wurst. Ja, wegen der Servala. Vor allem. Ja, klar. Genau. Ein Kilbigegel ist etwas vom Geilsten, was es gibt. Aber für die brauchst du halt auch nicht die massive Temperatur, Eben, weil das sonst meine ist sie ich. aussen verbrannt. Also das, was wir machen, wir sind Exoten. Wir sind Ja, wirklich das stimmt. Exoten. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir zum normalen Griller dazugehören. Ich habe das Gefühl, so der Otto-Normalverbraucher, sagt man dem, Der glaube ich, Otto normal für Griller. für Griller, der ist einfach der so nach der Eisheiligen im Fall so, jetzt gehe ich in die Lande, jetzt gehe ich Cola holen und jetzt kann man grillen und im September ist ja wieder mal Tschüss. Weißt du, Oder meine, tut man die das sich grillen. putzen und abdecken? Ja, das sind die wirklich so noch Mühe machen, wirklich den Grill zu pflegen, nicht Und dann so wie steht der wir. ganz perfekt hure Winter und Ja. perfekt gesagt. Oder es gibt solche Leute, aber es ist ja okay. Es ist ja nicht schlimm. Nein, Ich finde, natürlich weißt, ich bin auch jemand, der Saisonen feiert. Ich Ja, fresse okay, keine du- Sauerkappis im Sommer. Du bist jetzt hure neutral. Ja, bin ich neutral. Du hast natürlich absolut recht, aber das ist irgendwo durch auch langweilig. Weil im Endeffekt ist echt so, Grill hat keine Saison. Grill hat einfach keine verdammte Saison, das ist eine blöde hure Angewohnheit. Genauso, als wenn du Weckli nur morgen um 9 Uhr fressen könntest. Das ist ein Bullshit, was du rauslässt. Es haben nicht alle die Gegebenheiten, die wir haben. Wir haben hier eine Deckte Ja, aber es haben nicht Terrasse. alle Bock, weil jeder, der einen Grill hat, kann per se auch im Dezember grillieren. Ja, aber es ist kalt in mal und dann pisst die Und jetzt kommen wir Grille. genau dazu, warum das Gasgrillen nicht so geil sind wie Kohlegrillen. Weil ein Gasgrill im Endeffekt nichts anderes ist als eine Grillpfanne, eine Teflon-beschichtete Pfanne mit Rillen drauf, die du auf die Herd tust. Ja. Weil du brauchst eigentlich im Endeffekt nur etwas, das Hitze bringt. Und dass du kannst Grillstreifen machen kannst, was notabene auch hure Bullshit ist, da können wir auch noch mal dazu kommen. Du brauchst eigentlich auch nur etwas, das Grillstreifen macht. Der Gasgrill macht per se einfach nur Temperatur. Gas, umgewandelte Flamme, hat keinen Effekt. Und Holz, das du verbrennst, hat halt einen Effekt. Und es hat halt mit Rauch zu tun. Natürlich tust du ein Steak nicht grundsätzlich smoken. Aber du tust dem Fleisch etwas zuführen. Ich weiss, es gibt auch wieder, wir sind wieder Kategorie über 2500 oder vielleicht auch 1500, wo du Einschübe hast für Holzspäne. Das weisst du vielleicht gar nicht. Weiss Auf einem ich Gasgrill wirklich auch kannst du Smokechips rein tun. Aber ich sage mal, alles, auch der Gasgrill, den wir haben, das ist einfach... Das Doss ist eigentlich ein Herd für Doss. Okay. Aber es macht Spass. Ich mache es auch gerne, darum haben wir einen Gasgrill und einen Kohlegrill. Ich mache es wirklich auch gerne. Und Also was, wir haben 2 Kohlegrillen.
Ja. Ja, aber ich glaube, wir sind nicht so die Referenz für den Durchschnitts... Ich will doch keine Referenz sein. Ja, nein, wir sind ein bisschen abgespaced, das ist ja so. Also, wenn mich jetzt gleich würdest fragen, wenn ich jetzt die Interviewpartner wäre, was ich gerne beim Grillen erreichen, dann würde ich erreichen, dass die Leute mehr Freude am Grillen haben. Und ich habe das Gefühl, es hätten mehr Leute, es hat nicht per se um Geld sein, aber es würden mehr Leute mehr Budget für einen Grill aufwerfen, wenn sie wüssten, dass wir so Fleisch, das wir machen, auch mit einem, keine Ahnung, 800-frankigen Bla-Grill könnten, der einfach eben 250 Grad kann. Ich meine, 250 Grad gratis, es ist wirklich nur die Hitze, die es herbringt. Ja. Und ich weiss nicht, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir die Metzger sagen, ja, wir haben keinen Flank, wir schneiden das zu geschnetzeltem schneiden, weil Flank kauft ja eh niemand, und meine Flank ist eigentlich schon fast ein Flank Hipsterstück. ist ein bisschen Fleisch, echt für die, die es nicht Aha, wissen. ja. Flank ist ein bisschen Fleisch vom Rind, das man sehr häufig in Geschnetzeltes verschneidet. Und das ist eigentlich hure schade. Und bei den meisten Metzger sieht man, wenn Flank bestellst am Stück, sie haben es meistens du kannst es so haben, weil sie schneiden es dann erst am Schluss, dann wird so mit Geschnetzeltem auf der Waage, auf der Kasse abgerechnet. Und da blüht mir das Herz, wenn ich sehe, dass einer Flank zu Geschnetzeltem verschneidet. Ja, ich weiss genau, was du meinst. Und ich meine, es können wirklich die Leute, die dir auf Insta schreiben, ja, der hat immer so geiles Fleisch. Und ich wirklich sagen, ihr könnt das auch mit eurem Gasgrill. Solange er einen Deckel hat. Seien wir noch ehrlich, solange, er sollte einen Deckel haben. Also, was ist jetzt dein Fall? Also, gibt es einen Gasgrill ohne Deckel? Ja, klar. Was? Also es gibt So einen wirklich Campinggrill? Nein, da für 59 Franken. Da die sind einfach, das ist eigentlich eine Grillfläche. Das ist eigentlich ein Einweggrill mit einem Metallgerüst. Machst du dich an unseren ersten Grill erinnern? Den wir hatten, das Boxi. Das war im Fall das war ein Elektrogrill. Mal, ich bin fast überzeugt im Fall. Mo? Ich glaube, ich hatte nie einen Elektrogrill gehabt. Also wir hatten alle einen gehabt. Also wir haben auch viel, also jetzt, ich rede von meinen Eltern, wir haben sicher einen huere fetten Gasgrill gehabt. Und der war gerade rechts neben dem huren gelben scheiß Gartenschlauch, ich weiss genau noch wo. Aber ich glaube, wir im Fall, ich muss es mal vorholen. Ja, Elektrogrill, dort wird es wirklich schwierig und das ist für mich einfach ein Warmhalteplatte. Das ist ein Tischgrill. Ja. Nein, wenn ich jetzt mir überlege, wir reden schon wieder irgendwie, ich weiss nicht wie lange, über den Scheißgrill und das nächste Thema. Kannst du dir etwas unterhalten? Ich muss noch ein Bier holen. Ja, also Fazit vom Grillen ist, man muss eigentlich regelmässig ein Bier holen. Nein, Fazit vom Grillieren ist, man hat einfach Freude am Grillieren. Ja, merci. Man hat einfach Freude am Grillieren. Scheissegal, was ihr habt, ein Einweggrill. Wir hatten schon mal ein hure Gaudi gehabt. Ich weiss noch, das war in Tenero mit einem Einweggrill. Mit Lammnierstück, mit Rosmarin von Nachterdorf. Und Bullebratwurst. Bullebratwurst, genau. Also es ist eigentlich egal, sondern einfach Freude am Grillieren. Aber wir sind ja nicht da für Fazit, sondern zum Stürmen. Was ist das nächste Thema? Also das nächste Thema... Moment, ich muss mich schnell wieder positionieren. Das ist so ein Scheissküsse. Entschuldigung für mein Gebeiste hier. Also das nächste Thema... Nein, ich muss gar nicht schauen. Das nächste Thema... ich muss gar nicht droppen. Es geht um Piercings. Also was kannst du eigentlich dazu beitragen zum Thema Piercings? Also es ist ja so. Ich finde Piercings... Also ich fange jetzt mal so an. Ich selber, ich habe Ohrenlöcher. Pank. Und Ohrenpank. die schiesst man. Und das ist auch kein Piercing, weil ein Piercing sticht man. Oder Ja, gibt es da einen stimmt. Unterschied? Ja, keine Ahnung. Aber ich finde wirklich... Darf ich sagen? Ich finde Piercings zum Teil wahnsinnig wüst. Ich möchte auch hier gerne noch einmal sagen, hey Leute, lasst euch die Titten machen, lasst euch Botoxen, liften, macht, was ihr wollt. Hey, bitte, es ist euer Leben, es ist so schön, es ist mir scheissegal grundsätzlich. Aber ich finde jetzt Piercings nicht wahnsinnig ästhetisch. An welches Piercing denkst du, wenn du das sagst? Nein, ich finde das schon wieder asozial, weil es kann sein, dass das bei einem Menschen irgendwie passt, gerade auf diesem Foto. Aber also, ich finde zum Beispiel Piercings, die man nicht sieht, was ist der Sinn?
Ich komme nicht raus. Warum muss ich es... Gut, ich habe natürlich einen hohen Speckkranz. Warum brauche ich ein Bauchnabelpiercing? Also ich fände es voll easy, wenn du das Bauchnabelpiercing hättest. Das würde man dann auch nicht sehen. Das würde man definitiv nicht sagen, weil die Fettläppen würden drüber wallen. Nein, weißt du, was ich meine? Ich verstehe es nicht. Und ich will hier auch nichts Sexuelles hören, bitte. Ja, schau, ja, du hast jetzt schon wieder Freude. Weil der Herr Häsler, der Häsibär, der ist so ein Piercing-Experte und ich finde Piercings... Jetzt Ja bei mir. gut, das ist schon ein Thema, das im Fall eigentlich schon wieder ein bisschen aufgehört hat. Ich meine, Tattoos, das ist eigentlich ein Evergreen. Das gibt es ja schon seit x Jahren oder Jahrzehnten. Das Und gibt's seit Piercings Jahren. ist ja eigentlich wirklich so, du hast die Ohrenstecker und irgendwann in den 90er Jahren ist das mit diesen Piercings aufgekommen. Und da hat man natürlich alle Arten und Weisen müssen ausprobieren und heute siehst du auch wirklich eigentlich noch das Wenigste. Das stimmt im Fall nicht. Also ich bin ja so ein Trash-TV-Gucker. Ein Gucker bin ich. Und wenn ich mir zum Teil die Leute anschaue, die bohren sich durch die Backen durch. Sie bohren... Bitte, tut mich nicht verurteilen, es ist nichts wert, aber ich finde es wirklich wüst. Sie bohren sich durch die Backen durch, Ja. 2 Löcher und dann haben sie einfach so hier so... Und dann... Dings... Alter, hast du das schon mal angeschaut? Es ist politisch... Es ist alles inkorrekt, was ich jetzt sage. Und ich kann natürlich meine Fresse haben und die Leute leben, wie sie sind. Mache ich übrigens so, aber wir sind hier im Apero-Time. Wir hatten ein bisschen Bier gehabt, und ich wollte euch sagen, Kollegen, es sieht verdammt nochmal scheisse aus. Ich habe bei niemandem gesehen, dass das gut aussieht, wenn man 2 fucking Piercings durch seine Scheissbacken hat. Es kommt vielleicht auch noch darauf an, dass du definieren musst, welche Backen das du jetzt Nicht Arschbacken. Ja, das stelle ich mir recht unangenehm vor beim Hocken. Ja, aber das ist halt, ja, du bist, also ich glaube, das Thema müssen wir definitiv schon wieder mal ins, so allgemein reinnehmen. Weil auch mit Tattoos und so, du hast ja gar nichts, du hast noch nie etwas gehabt, du kannst es eigentlich auch gar nicht beurteilen. Du beurteilst einfach, ob dir das gefällt oder nicht. Und das ist auch völlig okay, weil schliesslich darf man das. Also ich meine, der eine, der sich im Fall ein Piercing in die Backen stechen lässt und sich rausnimmt, dass irgendwie jemand sagt, nein, die Leute nehmen sich eben raus, dass sie sagen, das ist meine Backe und ich darf machen mit der, was ich will. Und das ist völlig, genau, das ist Das völlig... tue ich überhaupt nicht. Ja, das ist vielleicht gleich noch wichtig. Das ist, wenn mit eurer Fresse, irgendjemand hier in seiner Backe ein Piercing hat, vor allem gerade vom Herrn Häsler himself, lasst mich sagen, das ist völlig okay. Aber es ist so, wenn du noch selber nie etwas hast gehabt, wie jetzt du, dann verstehe ich, dass du das nicht schön finden kannst. Ich habe zum Beispiel, also ich finde, das sind nein, das ist nicht, die Leute, die jetzt das sagen, die werden mich korrigieren. Dermalimplantate sind ja Piercings, die aussehen, glaube ich, wie ein Korkenzieher, wo du dir neu rein tust, wo es innen nicht mehr rausschaut. Bei der Backe schaut sie innen raus, weil innen nachher bei der Mauhöhle. Und ich meine, ich finde nicht, sie als Labret gehabt, das ist unter der Unterlippe ein Pünktchen, das eigentlich auf der Innenseite, also vor deinen Schnittzängen wieder raus... Also Fahrt doch ab! Und das hat jetzt im Fall, also jetzt bei mir sicher nicht am besten, aber es hat, ich weiss, Leute, die hat es verdammt gut ausgesehen, oder sogar herzig, oder schön, oder... Ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, was du für einen Schmuck wählst. Genau wie jemand eine Kette anlegt. Wer hat entschieden, dass eine Kette um die Hals herumlegen soll Schmuck sein? Ja. Voilà. Nein, ja, ich weiss. Ich meine, andere an ihrem Handy einen hohen Bengel dran. Ja, Also notabene, Tönnies hat Ja. an ihrem Handy tatsächlich einen Bengel nein, dran. ich bin dort durch. Ich weiss nicht, ob ich dort durch bin. Ich ein Bünzli oder bin ich konservativ in einer Hurensoul? Also Bünzli sind in der Regel konservativ. Ja, ich weiss, aber ich finde das einfach... Nein, und gut, ich habe natürlich dann noch das Problem zu machen. Weißt du, du gehst wirklich her, du machst einen Termin, du zahlst Geld, für das die einfach einen Horti fistet. Weißt du, was ich meine? Ja, aber was ist denn? Also Sachen in den Ohren sind ja eigentlich gut für dich, nehme ich an. Was in den Ohren? Ja, du kannst ja nicht nur ins Ohrläppchen reinschiessen. Vor allem kannst du übrigens das Ohrläppchen auch piercen, dann wird es echt gestochen. Ich habe keine Ahnung, ich habe das mit 12 gemacht. Das Ja, ist- aber andere Leute haben ja im Ohrkranz ein Piercing. Ich meine, oben oder unten. Bin ich auch wüst. Das findest du alles wüst. Also eigentlich gehen nur Ohrläppchen.
Nein, ich finde zum Teil Nasenringli können passen. Also in der Mitte oder aussen am Flügel? Es kann auch in der Mitte passen. Also wie in einem Büffel? Nein, wenn es ganz fein ist und so ein bisschen Also übrigens, Frau ich bin oder hier der Mann- Pro-Piercing, also der mit dem Büffel ist nicht abwertend. Ja, aber dann wissen wir, was ja, das nein, ist. aber ich bin wirklich so doof. Also was ist denn jetzt besser, um es so ein bisschen auf ein Level aufzubringen, was ist denn jetzt besser an einem Büffel gestochen, also in mittleren, da in diesem unteren Nasenrücken, als irgendwie ein Piercing am Sack? Das kann ich gar nicht verstehen. Ja, Das ist aber- einfach in der Unterhose. Ja? Aha, weil man es nicht sieht. Ah, jetzt. Du kannst nicht nachvollziehen, wie jemand Schmuck neu hat, den man nicht sieht. Ja. Finde ich behämmert. Und dann vor allem noch der Dunge, Was wo sich haltest alles du kann entzünden kann. Dann ist plötzlich so ein hure 2 Meter Penis und der geschwulst hast, der Dunge. Also Und ich finde es schlimm. Ich glaube, wenn du Ich den finde Leuten es würdest ganz schlimm, dass wir in der ersten Folge wir reden über rausbringen. Piercings. Nein, über Penisse reden. Ja, du hast über Penis angefangen. Ja, es tut mir leid. Nein, Weil- du hast angefangen. Nein, ganz ehrlich, wenn du den Zuhörern, die hier zulassen, erklärst, Ja, komm, dass die ein Ring schon durch die lange Sack Ganz ehrlich, die schon lange einen abgeschaltet. grossen sind von mir. Penis bringt, dann würden die das alle machen, weil sieht der Zusammenhang noch nicht. Ich meine, einen geschwollenen Penis, der Aha. wehtut, wenn du ihn anlängst. Der tut aber, wenn du nicht So eine- anlegst, wird er geschwungen. So einen sütterigen Sieg, und er so ein bisschen rausflatscht. Okay. Also bleiben wir mal, also was kann man noch für Piercings haben? Es gibt im Fall Leute, die haben, ja okay, wir sehen es jetzt nicht, aber es gibt Leute, die haben Piercings zwischen den Zeigefinger und dem Daumen, müsst ihr mal spreizen und dann habt ihr dort so ein Hütchen. Und das kann man so ein bisschen rausziehen. Gestört. Das habt ihr alle ja. Wer macht das? Also Nein, was nein, spricht es dagegen, tut mir da so ein leid. Ringli durchzulassen? Es spricht nichts dagegen, machen das der wollt, aber das nervt hure. Das Hey, weisst schon du mal, gar nicht. ganz ehrlich, ich Das habe weisst jetzt hier du so gar einen nicht. hure Thermalfotzen, Ja. Thermalanker. Und dann wollte ich schon noch meine Haare zusammenbinden, dann machst du die ganze Zeit... Dann hast du einfach Knüppel in den Haaren und dann bleibt das kleben hier. Und du kannst mir... Ich bin eine Frau. Also ich du hast schon habe lange Haare. Ketschgummi in deinen Haaren gehabt. Es war kein Ketschgummi, es war so hure Candy-Kacke. Und dann machst du so und dann bleibt es hier, wo ich habe Backeln. Also Backeln sind Knüppel in den Haaren. Und dann bleibt es hier hängen. Ja, das Und ist das schon bei mir. weisst du, weil du das schon mal hast gehabt. Ich habe einen verfickten hure Verlobungsring, wo man so ein Bäuerchen oben hat und schon dort tue ich gegen einklemmen. Also Warum bei hast das du den hier... an? Sorry, hä? Warum hast du den an? Because I love you. Also stimmt, das ist wieder die Kategorie, den sieht man ja. Und andere Sachen, die man nicht Oh Gott, ich werde hier zerstört. Ich merke es schon jetzt. Nein, also ich habe nichts gegen Piercings, ich finde es einfach hässlich zum Teil. Ja, das kann ich sieht. wirklich So sagen. Fazit so, ich habe nichts gegen Piercings, ich finde es echt hässlich. Nein, Okay. zum Teil. Ich möchte gerne nicht, ich will es nicht pauschalisieren. Ja, also ich möchte dir jetzt gleich am Schluss noch ein bisschen recht geben. Es gibt einfach auch Piercing, die sehr schlecht gewählt sind. Aber das ist, schau, schlussendlich, ich schaue es halt so an und im Fall wirklich egal in welcher Genital- oder nicht Genitalzone ein Piercing oder ein Tattoo ist, ich schaue es gerne so an wie ein Haarschnitt. Wenn das passiert ist, während deine Coiffeuse gesagt hat, jetzt machen wir heute etwas Peppiges. Ja. Oh Gott. Das ist halt wirklich so. Ich sage dort immerhin, lass dir so ein Piercing stechen, egal wo. Ja, du kannst eine Entzündung haben, je nachdem, aber du kannst es halt wieder rausnehmen. Und von dem, was ich hatte, siehst du heute nicht mehr. Mal. Und hätte ich mir 5 Tattoos stechen, dann würdest du die jetzt alle noch sehen. Und ich weiss nicht, was Hast du in man dem sich- Fall etwas gegen Tattoos? Hä? Mhm. Ah ja, aha. Ist das echt für unseren nächsten Podcast ist das ein Thema? Ja, ich weiss, also, Nein, ich darf gar nichts sagen. Ja, ich habe selber auch keine Tattoos, keine Ahnung. Aber ich bin dort durch ein bisschen anders gebrannt, weil ich... sie ist anders gebrannt. Ich bin Sie anders steht mehr gebrannt. auf Brandzeichen. Ich stehe auf Brandings, finde ich super geil. Nein, Tattoos ist noch so eine andere Kategorie. Ja, aber die sind halt wirklich beständiger als ein Piercing. Das Piercing jagst du dort irgendwo, weißt du. Nein, aber es ist so... Eben, darum sehen die Leute so scheiße aus und so... «Jetzt komm wieder raus, da!» Pff, ab in die Fresse. Weißt du, so... Und bei einem Tattoo habe ich das Gefühl, da überlegst du noch eher etwas dabei. Aber ein Piercing so... «Ja, kannst du wieder rausnehmen.» Also ich überlege Nein. gerade die letzte Bachelorette oder Bachelor-Staffel, Nein, hör wo auf, du mir du darfst erklärst, uns nicht dass eine outen. 22-Jährige sich etwas überlegt bei einem Tattoo. Nein. Also, wenn ich mich jetzt Das ist frech. entscheiden Das ist zwischen frech. einer
zwischen zwei 22-jährigen Jetzt musst du Menschen... aufpassen, was du sagst. Jetzt ist langsam politisch unkorrekt. Zwei 22-jährige Menschen, egal welchen Geschlechts. Die eine überlegt sich, ich jage mir jetzt irgendwo ein Piercing her, die andere so, ich jage mir jetzt irgendwo ein Tattoo her. Dann bin ich der Ansicht, dass ich lieber die mit den Piercings als Tochter hätte. Oder Sohn. Das kannst du nicht beurteilen, wir haben keine Kinder. Ja, aber ich stelle mir das so vor, weil mit einem Piercing kannst du es effektiv wieder wegnehmen. Und du hast keine Tattoos? Noch nicht. Nein? Oh Gott, nein. Es wird Seelenstriptease, es wird der Podcast. Ja. Ich glaube, wir hören nach dem ersten auf. Also gut, nein, wir haben das Glück, dass bis jetzt wahrscheinlich alle abgeschaltet haben, weil sie finden, so haben wir lernen huere verfickten Bullshit. Das haben wir für Zeit. Haben wir im Fall Zeit zum Hören, habe ich das Gefühl. Ja, aber das ist perfekt. Ich glaube, der mit diesen 3 Themen ist von uns, wenn wir mal ein Thema rauskicken, wenn wir finden, es ist genug. Ja, also ich wenn finde- wir finden, wir werden jetzt über die 2 ersten Themen einfach länger reden, aber ich habe das Gefühl, so 3/4 Stunde. Nein, ich ist so finde ein es Arbeitsweg. wieder erstaunlich, wie viel Storage. Also ich finde eigentlich eher, du hast mehr geredet als Nein, ich glaube nicht. Ich bin überzeugt, dass du jetzt wirklich völlig in deinem Element bist. In deinem Redelement. ich. Ja. Aber es ist halt natürlich schon so, wir sind beide sehr extrovertiert. Ja, also wie hört man jetzt so einen verdammten Podcast auf? So Das habe ich mir jetzt auch gerade überlegt. Das ist im Fall das Einzige, was wir uns glaube nicht haben überlegt. Ich glaube, man macht das echt kurz und schmerzlos, weil du hoffst eigentlich darauf, dass andere... du machst natürlich Werbung fürs nächste Mal. Ja, machen wir das nächstes Mal. Mal, ich habe Wie gefunden, hast du es gefunden? so ein Projekt... Genau, das ist Ein Projekt? Oh ja, komm, Ja, wir erzähl mir dürfen, von deinem dem Projekt. darfst du ein Projekt sagen. Nein, Bullshit, ich hasse Projekt. So ja, wie willst du dem sagen? Einfach so ein Thema, ein Projekt mir an, irgendetwas, das musst du ein paar Mal machen. Weil nur weil das erste zum Beispiel niemand will. Wenn die zweite Folge jemand, der das erste hat abgeschaltet hat, findet, ja mal, dem gebe ich jetzt noch mal eine Chance. Und dann gibt es nicht mehr, das ist schade. Also ich muss jetzt auch sagen, ich kann es jetzt von mir aus sagen, ich hoffe, du wirst nichts schneiden. Ich glaube es nicht, oder? Nein, ist zu mühsam, das ist Ja, ein das ist anderes wirklich nervig. Problem. Vor allem hast du die Scheiße nicht durchgelassen. Ich habe es sehr angenehm gefunden. Und ich sage schon der M. Ich habe es sehr angenehm gefunden. Ich habe es chillig gefunden. Und es hat sich schon fast so angefühlt, wie wir zusammen wieder diskutieren. Es war schon ein bisschen verklemmt, weil wir einfach jetzt ein Dauerfeuer geben und wir glaube noch so ein bisschen in eine Routine müssen reinkommen. Aber ich weiss das aus Erfahrung als sehr erfahrene YouTuberin und Storyerin und Instagramerin. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das mal, ja, dass es für uns mal noch so ein Plattformchen könnte sein. Ja. Gut. Ja, hören wir. Ja, also, und schaut das nächste Mal wieder rein, wenn sie... Ah, nein, ist Markus Spruch. Ja, Apero-Time. Schön, seid ihr dabei gewesen. Merci fürs Zuhören. Ja, das ist halt jetzt so ein Lehrplatz für uns hier. Ja, aber Und falls du jetzt irgendwie schöner. Ohrenkrebs hast, Hoffe es nicht. wir sind nicht schon. Dann wäre die Aufnahme scheiße. Du hast zu lange zugelassen. Genau. Also, hey, schön, gell? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.